Grüß euch, ich bin der Tom Bauer, bin aus Moosfürth, ursprünglich aus Triering und bin Künstler, darf ich mal sagen. Buchautor, Musical-Komponist, Schreiber, Regisseur, Kabarettist. Eigentlich einfach alles, wie man die Leute ein wenig unterhalten kann. Ja, wir haben halt in Teisnach in der Mehrzweckhalle und für den Oschenputtel das Erbsen-Musical auf. Man sieht schon, man braucht narrisch viel Sachen, dass man so ein komplettes Musical überhaupt aufführen muss. Schon morgens ist das Team von Oschenputtel auf den Beinen. Es wird fleißig gewerkelt und geschraubt. Bis zum Abend müssen das komplette Bühnenbild und die Beleuchtung stehen. Bis dahin muss aber noch einiges gemacht werden. Markus, Habitäre. Habitäre. Was magst du in dieser Besetzung? Ich bin praktisch das Blasorchester. Komplett? Komplett. 1, 2, 3 Saxophone und eine Klarinetten. Das magst du gleichzeitig? Nein, das geht leider nicht. Ach so. Da brauche ich nur einen Mund dazu. Markus ist ein Bandmitglied der Prima Stadtmusikanten. Eine Liveband aus erfahrenen Musikern. Ja, herzlich willkommen im Haus vom reichsten Erbsenhändler im Königreich vom Quirin Puttel. Deswegen auch der Name Oschenputtel, hat sich vielleicht schon mal einer gefragt. Ja, wenn man reichster Erbsenhändler überhaupt ist, dann gibt es in dem Haus eigentlich überall, wo man hinschaut, Erbsen. Ob man es will oder nicht, Oschenputtel flippt schon aus, wo man hinschaut, Erbsen auf dem Speiseplan in allen möglichen Variationen. Irgendwann weiß ein Oschenputtel nicht mehr weiter. Die braucht jemanden, der die Erbsen aussortiert. Und da geht sie mal aus dem Zimmer und wie von Geisterhand das Bild leuchtet und plötzlich keiner ist im Zimmer. Fällt dieser Brief zu Boden. Ja, wie sollst du jetzt das machen, wenn keiner im Zimmer ist? Ne? Dann haben wir gesagt, ja, da braucht man einen Special-Effekt. Und zum Glück habe ich einen technisch versierten Neffen. Der hat mir da einfach einen PC-Lüfter eingebaut. Gitter drauf. Den kann man von hinten ansteuern. Und sobald sich der einschaltet, platzt das natürlich runter. So aber bei mir. Ich glaube, Hollywood arbeitet nicht recht viel anders. Das Musical ist regelmäßig ausverkauft. Es sind nur noch wenige Stunden, bis der Saal von den Zuschauern gestürmt wird. Die üben ein bisschen einkorben. Mei, wenn sie Zeit haben, warum nicht? Ich habe nicht so viel Zeit, ich muss jetzt wieder rein. Mittlerweile ist der Soundcheck schon in vollem Gange. Das Licht und der Ton müssen bis zum Auftritt fachgerecht eingerichtet werden. Das Wichtigste bei der Tontechnik ist das, dass natürlich die Darsteller, die Künstler natürlich optimal draußen ankommen beim Publikum. Das ist natürlich sehr wichtig. Und dass natürlich die Harmonie zwischen der Band und zwischen den Darstellern, wenn die singen, dass das natürlich optimal ist. Ja, wir sind jetzt heraus von der Halle. Momentan ist drinnen Soundcheck fertig, aber aufgesperrt ist noch nicht, Einlass ist noch nicht. Aber weil halt freie Platzwahl ist, wollen die Leute natürlich nicht mehr da sein, das ganz vorne haben. Und was die Leute eigentlich so machen, wenn sie warten, da schauen wir jetzt einmal hin. Das ist aber was Besonderes, oder? Da braucht man mir gar nichts mehr da, die haben schon Stimmung. Okay, dann rocken wir heute einmal Malersdorf, oder? Alle. Hat soweit. Ja. Ein dreifaches Erbsen. Cool. Viel Spaß. Der Saal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Kurz vor jedem Auftritt klatschen sich Tom und die Band ein. Dieses Ritual dient vor allem zur Beruhigung. Wir sind Sekunden vor dem Auftritt. Jetzt gehen die Musiker raus, verbeugen sie, da kommt ein Riesenapplaus. Dann suchen sie die Plätze ein. Und dann kriege ich das Zeichen im Kopfhörer und dann kommt der erste Ton von Oschenputtel, das wär's. Erbsenmusik. Jetzt bin ich nervös. Jetzt wird's langsam ernst. Die Bandmitglieder verbeugen sich und nehmen ihre Plätze ein. Wir hätten eigentlich vor 2 Minuten angefangen, aber jetzt hängt davon. Das sind so Sachen in fremden Hallen. Aber es war noch nichts, was wir nicht hingekriegt haben. Was viele nicht wissen,
Tom ist nicht nur Autor, Regisseur und Darsteller des Musicals. Hinter der Bühne begleitet er bei einigen Stücken die Band auf seinem E-Piano. Die Aufregung unter den Darstellern steigt und gleich öffnet sich der Vorhang. Aschenputtel ist ja die Fortsetzung von Kriminelle Geschichten, Märchen der Gebrüder Grimm. Das war mein Erstlingswerk, das Buch. Und ja, da das so erfolgreich war und jeder gefragt hat, hey, wann kommt Kriminelle Geschichten Teil 2, habe ich gedacht, was nicht, selbe Nummer machen mit anderen Märchen. Das war mir ein wenig zu fad. Aber ganz was Neues wollte ich nicht machen, weil an den Erfolg möchte man ein wenig anknüpfen. Und habe gesagt, okay, ein Märchen schreibe ich noch, aber nicht mehr als Erzählung, sondern wir gehen dann auf die Bühne und als Theaterstück. Und nur gut, dann habe ich noch ein paar Lieder geschrieben und wie meine Darsteller das Tanzen angefangen haben, da waren wir mittendrin im Musical. Schenkt für dir Weisheiten, wo sie leben. Das Besondere, das ist die Magie dieses Märchens. Erstens einmal ist das bekannteste Märchen der Welt. Das kennt schon mal jeder. Und dann ist halt unsere Version, also die Version, wo ich wirklich das reingeschrieben habe, was die Gebrüder Grimm halt auslassen haben. Und das sind halt die überraschenden Wendungen, weil eigentlich kennt ja jeder die Geschichte, aber immer wieder, und das passiert den ganzen Abend, reimen wir dem Publikum, wo sie, mit dem was überhaupt nicht reden. Und das sind halt die Riesenlacher dann. Magst du meinen Lebensweg begleiten, in guten wie in schlechten Zeiten? Heiratst mich, sag bitte ja. Und Aschenputtel sagte, na. Am meisten an Aschenputtel macht Spaß der Mix. Also es hat alles seinen Reiz, das Komponieren war so schön, das Libretto schreiben war wunderbar, die ganze Organisation, das Team am Laufenden halten. Also ich glaube, wenn ich da nur einen Posten hätte, weiß nicht, halber so schön. Das ist der verrückte Mix, das Ganze drumherum. Ich bin die Eva Petzenhauser und ich spiele in dem Musical Aschenputtel das Aschenputtel. Du bist nicht arm, das ist bekannt. Hey, wer will noch was von so einer Alten? Ich finde, du hast dich sauber gehalten. Was mache ich mit dir nachher bloß? Ein Casting was, da rührt sich was. Also ich bin grundsätzlich ein Fan von Märchen und ich finde es super, dass das so eine coole Version von einem Märchen ist. Also eben so Fragen, die man sich über Märchen stellt oder die eigentlich, auf die sonst vielleicht noch keiner gekommen ist, die fallen irgendwie an Tom ein. Und das baut er dann irgendwie mit ein. Also lustige Gründe, warum verliert die in Schuhe und nimmt ihn nicht mit, weil er bei uns einfach in Fliesenkleber stecken bleibt. Jetzt hat die ihren Schuh verloren. Ja, ist die noch am Barfuß fahren? Oh, hoffentlich fangen sie sich kein Grip nicht ein. Einen Blasenkater hat man gleich. Bei uns ist halt das Aschenputtel nicht wie das Aschenputtel so ein gut Mensch und immer nur freundlich und gut drauf, sondern die ist halt einfach so echt und die hat auch gleich was gegen die Stiefschwestern, die hat auch total Vorurteile, ist gleich saugrantig und das macht es halt irgendwie einfach sympathisch, weil das einfach eine echte Figur ist. Das sind sie jetzt also. Schau's nicht an. Meine neuen Schwestern da. Naja. Grüß euch gut in unserem Haus, schön, dass ihr da seid. Gut schaut's aus. Also das Lampenfieber ist Gott sei Dank nicht mehr so schlimm wie am Anfang, da war es katastrophal. Also eine gewisse Nervosität ist schon immer da, ich glaube, das ist aber auch ganz gut. Ich schicke eigentlich immer, bevor ich eine Bühne betritt, ein kleines Stoßgebet nach oben, das ist so mein persönliches Ritual und das mache ich auch vor jedem Aschenputtelauftritt. Also was immer total lustig ist, sind so Versprecher. Wir haben einen super Versprecher mal vom Papa gehabt, vom Quirinputtel, als er sagen wollte, wir haben einen Erbseneintopf gemacht und gesagt hat, wir haben einen Erbseneinlauf gemacht.
Gott sei Dank ist das nicht live passiert, sondern nur während einer Probe, aber ab dann war quasi die Stelle echt schwierig, weil jeder nur noch an diesen Erbseneinlauf gedacht hat. Und so Sachen sind immer witzig. Es ist auch bei uns auch, wie im echten Aschenputtel, dass sie, wenn es am Ball verlässt, den Schuh verliert. Und wir haben da präparierte Treppen, da wo der dann pickern bleibt. Und normal findet dann der alte Täuberich den Schuh mit den Worten: Schau her, jetzt hat sie den Schuh verloren. Ha, ist die noch ein barfuß heim? Und an diesem Abend geht er hin und der Schuh ist nicht da. Der ist nicht pickern geblieben und ist davon gekugelt. Spontan wie er ist, hat er eine Textänderung gemacht, schaut hin. Ja, normal hättest du ihren Schuh verloren. Und das war der größte Lacher vom ganzen Abend. Also meine Leute reagieren halt einfach. Also ich bin Miriam Meyer, ich komme aus Oberhöcking, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Landau an der Isar. Und meine Aufgabe im Aschenputtel ist es, das junge Täubchen zu spielen, das eine Ausbildung bei der Täubchen und Täubchen GmbH oder KKG absolviert. Täubchen und Täubchen, KKG oder GmbH? Ja. Wir sind Handwerker, wir rosten kann, weil wir was auf dem Kasten haben. Täubchen und Täubchen, GmbH. Ja, und doch KKG. Ist doch eh. Gut und günstig, bei uns wird Geld gespart. Wir bieten Dienstleistungen aller Art. Ja, also was mir halt am jungen Täubchen besonders gefällt, ist, dass das junge Täubchen immer total fröhlich ist und aufgeweckt ist und immer Spaß am Leben hat. Und ja, die Schwierigkeit dann auch immer das zum Spielen. So im einen Moment ist das junge Täubchen ganz fröhlich und dann ist wieder ganz traurig. Also das hat schon große Stimmungsschwankungen, das ist schon eine Herausforderung, aber das reizt mich auch dran. Die ganzen Dialoge sind so, wie wir mir, jetzt blöd, wie wir daheim geredet haben oder reden in meiner Familie. Da sind halt schon sehr, sehr schöne bayerische Ausdrücke dabei, vom Opa oder von der Oma teilweise noch, die, ja, mittlerweile sagen es vielleicht auch gar nicht mehr, aber die habe ich alle eingebaut. Oder? Das sind Redewendungen, die mir sehr geläufig sind. Ja, mein Lieber ist mir diese Truppen. Die sind wir zwar voll gefisst Hupen. Am allermeisten Spaß macht ist der Postbote. Das ist die super Rolle. Du bist nur 10 Minuten auf der Bühne, kannst umeinander schreien wie ein Irrer. Es kommt bei den Leuten gut an. Du brauchst dich nicht dazwischen quatschen lassen, sondern es redet nur der Postbote. Das gefällt mir schon sehr stark. Rari, die Post ist da. Das war der euer letzter Song. Schreib hin, weil ich jetzt nicht mehr mag. Ab morgen hab ich für euch eine Ruhe. Ich geh jetzt zu der Müllabfuhr. Hinter den Kulissen ist die Stimmung ausgelassen. Ob kleine Späßchen untereinander oder spontane Tanzeinlagen, die Harmonie untereinander stimmt. Einzigartig bei Oschenputtel ist der Umbau der Kulisse. Vor Publikum wird das Bühnenbild in Sekundenschnelle gedreht. Also ich bin Söhne Anna, bin 19 Jahre alt, bin jetzt offiziell seit April dabei, spiele eine von den bösen Stiefschwestern, den böseren Teil, den gemeineren Teil, den fieseren Teil. Also am meisten reizt mir eigentlich die Gemeinheiten von der Elvira, dass man einfach mal auf der Bühne umeinander schreien kann und besser kann, ohne dass da irgendjemand im Nachhinein beleidigt ist. Ich weiß nicht, ich finde ihre Art einfach ziemlich interessant und diese Fassade, die sie versucht aufrechtzuerhalten, dieses Gemeine, und sie will ja immer auf ziemlich elegant tun und auf ziemlich schlau und letztendlich ist sie es halt gar nicht. Und man merkt halt dann, wie hin und wieder dann doch diese Fassade halt fällt und sie dann doch wieder in ihr wahres Ich reinrutscht. Das muss schon gehen. Druck euch dran. Ah, hör auf! Das tut voll weh. Mein Zehennagel, was du siehst. Der, wo da reingewachsen ist. Mit dem hast du ja sauber geschissen. Den Schneider weg, ist gleich vorbei. Mit der zusammen wieder, Kloster dabei.
Ja, für eine Musicalprobe braucht man natürlich eine andere Fläche wie für eine Bandprobe. Ich habe einen Proberaum für Band, aber da habe ich gleich gespannt, der klang überhaupt nicht. Wenn man da eine Choreografie probt, die noch auf einer Stadthallenbühne Platz hat, dann braucht man auch den Platz. Und glücklicherweise habe ich ja noch einen Bauernhof daheim und da ist ein Platz genug, man muss ihn gerade schaffen. Und ich habe dann einen alten Kuhstall hergenommen. Das klingt jetzt ganz komisch, aber den habe ich umgebaut und da ist wirklich eine Bühne drin mit schwarzen Bühnenmalton, mit einer Lichtanlage habe ich eingebaut, eine Tontechnik, dass die Leute mit dem Ambiente proben können, wie es später ist. Und ja, wo früher das die Kirche gestanden haben, da stehen wir halt heute mir. Aha, grüß euch. Hat sie schon da? Gottes Willen. Kriegen wir. Herzlich willkommen zu der Führung bei Oschenputtel, wie bei uns daheim geprobt wird. Okay, ja, machen wir einfach, oder? Wir befinden uns bei Tom zu Hause. Auf seinem Hof wird regelmäßig bis tief in die Nacht geprobt. Hat man jetzt wahrscheinlich nicht erwartet, dass ein Musical-Proberaum so ausschaut, aber ja, die Problematik ist ja, man braucht einfach die Größe von einer Stadthallenbühne, dass man da vernünftig eine Choreografie proben kann und das hat man halt einfach nicht im Wohnzimmer. Schauen wir weiter. Da ist nämlich nur ein Proberaum angehängt. Der ist jetzt auch nicht nur für Oschenputtel gebaut. Ja, das war eigentlich das Erste, wie wir Kier verkauft haben und wie der Platz war. Da haben wir das gleich einmal umgebaut. Schön mit Holzdeckteppich rein. Da ist sogar eine Heizung herin. Da kann man dann im Winter auch ein wenig einheizen. Und da probt dann die Musical Band, die Prima Stadtmusikanten. Ich weiß nicht, was andere machen, aber ich habe glücklicherweise kurz vor dem Musical einen eigenen Biergarten gebaut. Und da haben wir spontan, ohne zum Anrichten, Platz für 20, 25 Leute. Wenn man mal sagt, hey, kann man in 5 Minuten feiern, habt ihr schnell Zeit. Also grundsätzlich bin ich schon ein wenig ein Glückskind, glaube ich. Es ist ganz viele zufällige Situationen waren, oder wo ich Leute kennengelernt habe, die ich genau in dem Moment gebraucht habe, wo ich im Nachhinein gar nicht wüsste, wie es jetzt gegangen, wenn der nicht zufällig dahergekommen war. Aber ja, manche Sachen waren schon sehr, sehr schwierig. Das Finanzielle zum Beispiel oder ja, die ganze Organisation, da haben wir das Team von mittlerweile über 40 Leuten immer wieder neu organisiert und verbessert und Arbeitsabläufe perfektioniert. Es ist nicht leicht, aber es macht unglaublich Spaß. Ja, die Überlegung war schon da, ob ich es komplett aus der Hand gebe, einen professionellen Regisseur. Aber dann haben wir mir schon gedacht, ich habe mir beim Schreiben schon so viele Gedanken gemacht und wie muss das ausschauen und wo muss der hinschauen. Und bevor ich das dann jemandem gebe und rede dem dann dauernd rein, das geht auch nicht. Dann habe ich gedacht, dann muss ich es doch selber machen. Aber ganz allein habe ich mir dann auch nicht getraut. Dann habe ich gute Unterstützung gekriegt von der Evelyn Attenberger, die ja im Team ist als Stiefmutter. Die hat ja 20 Jahre hauptberuflich am Theater gearbeitet als Schauspielerin und miteinander haben wir das dann doch hingekriegt, glaube ich. Und haben sie gestorben, die ganzen Leute, dann leben sie bestimmt nur heute. Momentan haben wir noch mit Oschenputtel unterwegs und Starlight Express ist jetzt 35 Jahre unterwegs, glaube ich. Wenn wir das einmal getoppt haben, können wir mal schauen, wo es weitergeht. Aber nebenbei laufen ja genug Projekte. Es gibt ja die Kabarettversion von Oschenputtel. Ich bin mit kriminellen Geschichten immer noch ab und zu unterwegs und Ideen für neue Projekte habe ich auch schon genug im Kopf. Aber jetzt gleich ein Musical dranhängen, war ja genauso langweilig, wie dass ich noch einen ersten Buchswort schreibe. Und das mache ich nicht. Wenn ich schon Teil vom Märchen bin, wer weiß, vielleicht seid ihr auch schon mittendrin. Märchen sind überall.
aus, dann kann